Hei an der wonnerscheiner Sala Zuccari, mat ihre Fresken aus der Renaissance, am Palazzo Giustiniani, dem Senat, Matzen am Herz vun der ewiger Stadt Rom, wo et lächtwoch eng schein wichtig Zeremonie vun de Gründungsmemberlänner vun der Europäischer Wirtschaftsgemeinschaft der heutiger EU. Wir hunn feierlich den 60. Geburtstag von der Unterschrift von den Träte von Rom 1957 kommemoriert, an einer Zeit, wo es ja Herausforderungen für Europa gibt. Mit der 25. März 1957, wie Deutschland, Frankreich, Italien, Belgien, Holland und Lützeburg den Grund stehen für eine mehr eng Zusammenarbeit zum Wohl von den Leuten in Europa gelöst, an den erschrieben haben an dem größten und besten Projekt an der modernen Geschichte von der Menschheit. Für den Victor Hugo zu paraphrasieren, Kurlen gehen durch Wahlen, und Schlachtfelder durch europäische Brüderschaft ersät. Die 6 Gründungsmembern waren die letzte Woche zu Rom vertreten. Ich persönlich war invitiert, für die Lützeburger Perspektiven abzuzeichnen, weil das nämlich wichtig. Die kleinen Memberländer haben immer eine wichtige Rolle gespielt, wenn das europäische Projekt einen Elan gebraucht wird. Aber wir wissen ja auch genau für was. Nicht nur, weil wir besser wie die anderen verstehen, was es bedeutet, Notdele von den Grenzen zu spüren, aber auch, weil wir die echt offen sind, wenn Grenzen bis geregelt gehen. Der Lützeburger Joseph Bech, der Konrad Adenauer aus dem Rheinland, der Brüsseler Paul-Henri Spaak, den de Gasperi von Trentino, der Johann Wilhelm Beyen von Utrecht oder auch nach den Robert Schumann, der jo zu Lützeburg geboren gouf, an dem seg Mam aus der Lorraine kom. Die hatten alle Goren etwas gemeinsam. Sie kommen aus einer Grenzregion, aber waren alle Gore stark von den Zweiten Weltkrieg an seinen Horrordoten beeinflusst. Sie hatte ganz frischer verstanden, dass Zusammenarbeit die einzige Möglichkeit wäre, für hier Territorialsouveränität zu behalten und eine wirtschaftliche Souveränität anzustreben. Sie haben dazu beigetragen, dass Griechen an der EU eine Sache von der Unmöglichkeit gaufen und dass freie Feinden zu Freunden könnte gehen. Sie haben Menschen und Institutionen zusammengebracht. Aber wenn der lo mengt, Krisenmanagement, das wäre etwas ganz Neues an der EU, will ich just an eine kleine Anekdote erinnern, wie der Vertrag zu Rom sozusagen blanko unterschrieben ging ist, weil sie an der neuesten Originalversion die noch lange Sitzungen verhandelt geworden, just für eine Zeremonie verloren hatten. Also de Janine, als es nach immer ging, mit das hat aber nicht daran gehindert, dass es zusammengegangen ist. Es gibt viele Lektionen, die wir können aus den Gründungsjahren zehren. Es gab damals keine Zeit verloren, keine Zeit für Wörter. Mit Wörtern sind an Aktionen umgesetzt gehen. Aus Visionen goufen Realitäten gemacht. Gemeinsame Interessen sind über national Egoismen gestaltet. Für was? Weil Gründungspap genau wussten, dass all einzelne europäische Land, auch die Migros, zu klein wäre, für allein sein Weh zu machen. Und dass man nicht zusammen, wo sie könnten, am mehr durchstellen, wie die eigentlich größt. Lützeburg ist ja das beste Beispiel dafür. Wir sitzen als Kleinland mit den Großen um dich, wir diskutieren mit, wir dezidieren mit. Für 60 Jahre, wie die Gründungspap den Krieg an Kurlen ersät und durch Wahlzetteln, dann sind die demokratischen Institutionen auch gegründet. Sie haben die freie Zirkulation möglich gemacht, indem sie die Mauern durch Brücken ersät haben. Das Erasmus-Programm für die Studenten feiert übrigens 30 Jahre. Das sind dich. Und sie haben die größten organisierten Bannermärkte auf der Welt geschafft. 60 Jahre mehr spät überlebt Europa noch immer. Die letzten 12 Monate haben wir als Außengrenze verstärkt
am Maßnahme getroffen, für als Industrie zu schützen. Wir haben aber auch die Rechte von unseren Bürger, unseren Konsumenten gestärkt. Mit dem Datenschutz, mit der Netzneutralität, mit dem Aufschaffen vom Roaming, mit dem Geoblocking. 60 Jahre Frieden. Die Erbschaft muss in ernähren halten. Sie kann aber nicht als Selbstverständlichkeit angesehen gehen. Wie sagte Joseph Bech 1967 beim 10. Anniversär von der Verträge, allwehr feiern op Rom, die von Europa hat aber eine Partie Umwehr gemacht, ihren Ukom ass. 50 Jahre später haben wir hunderte von Gründen, für optimistisch zu bleiben. Und dafür sind ich auch überzeugt, dass die Europäische Union nach 40 Jahren von heute nächst zu Rom zusammenkommt, für dann den 100. zu feiern.